Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja. Ihr habt es bestimmt schon bei anderen Kollegen gesehen. Ich habe es gestern gesehen, hab dann aber keine Zeit mehr gehabt. Jetzt habe ich gerade Zeit. Der liebe Reini hat sich wohl ein Tattoo stechen lassen. Und es ist heiß diskutiert worden gestern im Discord. Ist es echt? Ist es nicht echt? Ich sag's euch, ein bisschen kenne ich mich ja auch aus mit Tattoos. Gehören da in der Bubble dann doch zu den eher stärker bemalten Menschen. Also, sagen wir so, an Rocksauger haben wir nicht dran, aber ich glaube, mehr wie die meisten. Und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass das echt ist. Ja. Hier, einige haben gesagt, ja, siehst du, die Folie, das ist so ein Aufklebeding, ist einfach nur scheiße raufgeklebt. Neloide. Ich habe das zwar selber noch nie gehabt. Also mich haben sie immer noch klassisch jetzt in Frischhaltefolie eingewickelt, so eine Plastikmumie. Aber das ist hier, neueste Shit gibt es seit ein paar Jahren. Das ist im Endeffekt so eine selbstklebende Folie. Die passt sich der Haut an, die passt da drüber, dass das dann da fröhlich vor sich hin suppeln kann, ohne und erstmal anheilen, ohne dass es ohne dass halt irgendein Schmutz dran kommt oder sonst irgendwas. Ja, dann, sie ist scheiße aufgeklebt, aber man sieht den ganzen Ding, ich hoffe, meinen Cursor sieht man inzwischen. Hier ist diese Wundflüssigkeit darunter, die da rausläuft. Hier die Scheiße ist echt. Da bin ich mal sehr, 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 sehr sicher. Die Scheiße ist echt. Er fühlt sich richtig heftig krass. Genau. Jetzt stellt man sich natürlich die ein oder andere Frage. Wenn man sich das Frage könnte jetzt eigentlich sein, dass du normale Latten am Zaun hast. Weil, ich glaube nämlich, neulich ein Interview gelesen zu haben, in dem dieser Herr Winkler hier behauptet hat, hier die Gemeinde muss ihm helfen, er wäre mittellos und er ist jetzt hier, zahlt mir mal meine Hotelkosten, etc. Im Übrigen, ich habe diese Hotelkosten-Info, die habe ich genauso wie ihr alle auch vom Heiligen Ofenkäse. Aber ich bin der Meinung, Ufi ist eine zuverlässige Quelle, der ich vertrauen kann, wenn er sagt, er hat sichere Informationen, dass Rainer zumindest teilweise seine Hotelkosten von der Gemeinde bezahlt gekriegt hat, weil er sich zu fein war, in eine Obdachlosenunterkunft zu gehen. Und weil er wohl da bei der Bürgermeisterin aufgeschlagen sein muss und hier den Heuli-Heuli gemacht hat und auf die Tränendrüse gedrückt und hier auf Mitleidsbarne gebettelt. Ich sage, hier, ich habe keine Kohlen mehr. Ja, hier ist alles weg. Hier die 70.000 Euro, die ihr mir für nicht mal einem Jahr gegeben habt. Alles weg, durch einen Kamin geblasen. Und Obdachlosenkunft ist Unterkunft ist unter meiner Würde. Und jetzt zahlt mir mal ein Hotel, etc. Und wie gesagt, je nachdem, wo man sich sowas stechen lässt. Also, es ist nicht die allerbeste Arbeit, aber ich glaube, die allerschlechteste ist es auch nicht. Die Linien schauen jetzt zumindest auf den ersten Blick halbwegs anständig aus. Mai. Ich nehme mal an, sind wir zwischen, wenn er einen Gurdenpreis gekriegt hat, 200 Euro bis 400 Euro, irgendwo in dem Bereich. Nehme ich an. Wahrscheinlich, obwohl mit der aktuellen Lage, ich nehme mal an, die Tattoo-Studie, sie war jetzt auch schon länger nicht mehr, werden jetzt die Preise ein bisschen angezogen haben. Dementsprechend lass maximal 450 Euro gewesen sein, aber so in dem Bereich. Ja, dann frage ich mich doch aber, wenn ich als Rainer Winkler so mittellos bin, dass man mir
die Unterkunft stellen muss, weil er kein Knopf Geld mehr in der Tasche hat. Wo nehme ich dann die paar hundert Euro her, um ein Tattoo stechen zu lassen? Das beißt sie ein wenig, ja? Wie der Herr Müller sagen würde. Das beißt sie ganz gewaltig sogar. Und das ist halt entweder, es ist halt die Dreistigkeit. Es ist halt die Dreistigkeit. Also entweder der hat nur irgendwo was, das kann ja gut sein, dass er sie hier über die Zeit irgendwie was auf die Seite gelegt hat. Ja? Bei, was weiß ich, gewissen Nachbarn im Keller. Ja. Oder, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er nur was im Socken. Achso, er trägt ja gar keine Socken. Wahrscheinlich, weil da das ganze Geld drin ist. Der hat gar keine Socken, die er anziehen kann. Die sind alle voll mit Geld. es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Erst betteln. Mir geht's so schlecht hier in Nordbayern. Hier verbreitet die Kunde. Ich hab keinen Knopf Geld mehr. Hier, die Hater haben mein Leben ruiniert und ich bin jetzt mittellos und bla bla bla. Und dann hunderte Euro für ein Tattoo rausschmeißen. Wie gesagt, ich bin auch stark tätowiert. Mit dem Geld hätte ich wie es auch sinnvollere Sachen anfangen können, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, hier, wenn ich jetzt das Geld für das Tattoo bezahlt habe, habe ich danach nichts mehr für den Monat oder davor gewusst hätte, okay, scheiße, es ist fürchterlich knapp und ich habe eigentlich kein Geld. Dann bin ich halt nicht tätowieren gegangen. Da haben dann größere Projekte halt einfach länger gedauert. Und wenn ich gesagt habe, die kann es mir gerade leisten, ohne dass es mir fürchterlich wehtut, ohne dass es mir aus der Essenskasse fehlt, dann hurra die Gams. Meine Theorie, der Tätowierer wird Rainer eine Anweisung gegeben haben, wie er das zu pflegen hat. Wir wissen alle, wie Rainer auf Anweisungen reagiert. Ja, leck mich doch am Arsch, ein Scheißdreck. Kannst mir früh verzeihen, wenn der Tag lang ist. Und dementsprechend, ich würde fast schätzen, dass in nicht allzu ferner Zeit sich die Scheiße entzündet und dann noch richtig räudig aussieht. Es gibt Leute, die gesagt haben, hier, das ist anscheinend schief. Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil gerade am Unterarm, wenn man den so in sich dreht, ist bald einmal was schief. Der wird den gerade gehalten haben beim Tätowieren und jetzt seht ihr es ja, dreht er oben die Faust so nach innen ein. Also, ich glaube, wenn der den Arm gerade hält, ist das Tattoo auch gerade. Du siehst es ja auch, der Rasmus-Typ, der hält den Arm gerade und nicht mit der Faust so nach innen. Wo wir beim nächsten Thema sind. Ja? Ich habe eine Zeit lang gebraucht, ich habe es mir dann bei dem Rasmus-Dude angeschaut. Da steht Dynasty drauf. Und ich habe erstmal nicht gewusst, warum Dynasty. Und bis mir dann freundliche Kolleginnen aus dem Discord gesagt haben, es geht hier nicht um irgendwie eine echte Dynastie, weil das schon wirklich lächerlich wäre, weil ganz ehrlich, seine Dynastie, die hat er geschmeidig gegen die Wand gefahren, also wenn man sie als solche bezeichnen will. Aber ich meine, es war ein großer Hof in einem kleinen Ort und ich nehme mal an, der Name Winkler wird vorher auch irgendwo mal nicht in Schande gesprochen worden sein. Das kann man jetzt komplett vergessen. Ganz ehrlich, in dem ganzen Dorf wird in 100 Jahren nur, wenn in 100 Jahren nur die Leute hier vom Winkler berichten und andere Kinder irgendwelche Gruselgeschichten erzählen. Ja, räum dein Zimmer auf, ansonsten kommt der Winkler und holt die oder sowas. Den Namen hat der komplett verbrannt. Und wie gesagt, seine Familie hat er aus dem Haus geschmissen. Selber wäre das immer fortpflanzen. Das war's mit der Dynastie, Herr Winkler. Ihr habt es vielleicht gehört, meine Gänsefüßchen. Genau. Dann bin ich aber drauf, wie gesagt, der nächste Dorfdepp muss aus irgendeiner anderen Inzuchtsippe kommen. Die Dynastie ist zu Ende. Und
Dann bin ich aber darauf hingewiesen worden, wie gesagt, dass das wohl der Rasmus-Sänger, im Übrigen, sorry, ich schweife gerade schon wieder ab, den Titel haben wir noch gar nicht wieder. Danke an The Rasmus, thanks for save my life. I can learn English. Ja. Ah, Mann. Hast du Brainschaden? Irgendwie, ja, er hat da wieder super Ding. Irgendwie, der Rasmus hat sein Leben gerettet. Diese Emo-Kinderband. Er, die harte Metal-Drecksau. Was er lässt sich halt nichts irgendwie stechen von irgendwelchen von diesen Bands, wo er immer sagt, hier, boah, hier hier Lemmy. Ja, er hätte sich ja ein Motorhead-Tattoo stechen lassen können oder sonst irgendwas. Nein, er lässt sich dasselbe Tattoo stechen wie der Sänger von The Rasmus. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wer von euch in der Metal-Szene war damals, als diese ganze Emo-Geschichte aufgekommen ist. Aber wir haben uns damals schon fürchterlich drüber beäumelt. Egal. Auch kein Amon Amarth, sorry für die Rotzerei, by the way. Ich habe ein wenig an Schnupfen. Aber das Geile ist ja, es ist ja noch nicht einmal ein The Rasmus Tattoo. Weil jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich jetzt schon seit 5 Minuten, drauf hinaus will. Dieses Dynasty-Ding ist wohl, ich habe mich informiert, ein Verein, den der Rasmus und 2 Bands, die ich nicht kenne, gegründet haben, Ende der 90er Jahre. Keine Ahnung. Um da irgendwie Zusammenarbeit zu fördern zwischen den einzelnen Bands. Das ist irgendwie alles so eine finnische Band-Clique gewesen anscheinend damals. Und da haben sie gesagt, ja, hier, das ist jetzt unser Ding. Wir sind zwar einzelne Bands, aber wir gehören irgendwie zusammen, deswegen hier Dynasty und wir lassen uns das jetzt irgendwie tätowieren und lassen uns das Sticker drucken und so ein Scheiß. Und später, irgendwann 2005, haben sie daraus wohl auch noch ein Musiklabel gemacht. Das heißt, Rainer hat sich jetzt, ich weiß nicht, ob er das gewusst hat, wahrscheinlich nicht, ja. Der hat wahrscheinlich gesehen, hier der Rasmus-Sänger hat Dynasty tätowiert, deswegen lassen wir auch Dynasty tätowieren, scheißegal, was das heißt. Hat sich jetzt ein Tattoo stechen lassen von einem Musiklabel. Das ist, wenn ihr mal, keine Ahnung, Nuclear Blast Records auf dem Arm tätowieren lassen darf. Das ist irgendwie weird, weil es ist halt eine Produktionsfirma. Du kannst halt genauso gut Aldi auf den Arm tätowieren lassen. Das ist halt einfach nur eine Firma. Das ist einfach nur Firmenname. Ja, gut gemacht, Rainer. richtig gut gemacht. Wieder richtig gut durchdacht alles. Es ist ja, Reiners Entscheidungen, die sind ja immer wohl durchdacht. Also das wird lange geplant und dann werden Pros und Kontras abgewogen, da wird sich Realistik gemacht, eine Mindmap und dann wird die dümmstmögliche Entscheidung getroffen. Also ich hoffe tatsächlich, dass ihm das nochmal auf die Füße fällt, dass hier die Geldgeber aus der Gemeinde sagen, Herr Winkler, wenn Sie mehrere 100 € für ein Tattoo haben, dann können Sie so bedürftig nicht sein und deswegen werden Ihnen jetzt sämtliche Bezüge gekürzt und keine Hotels mehr bezahlt und Sie können ja schauen, wo Sie bleiben. Das hoffe ich doch sehr stark. Und dass ihm dann sein saublödes Grinsen aus dem kreisligen Fettbeitelgesicht rausfällt. Aber etc. Ist unfassbar. Es ist unfassbar. So, gibt's noch was zum Verzeihen? Ich glaube nicht. Ich glaube jetzt auch schon wieder eine Viertelstunde. In diesem Sinne,
Ich würde jetzt sagen, tut nicht, was Rainer tut, aber ich würde damit ja implizieren, lasst euch nicht tätowieren. Also lasst es euch schon tätowieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr nicht Bock drauf habt, dann halt nicht. Aber bitte, bitte bloß, wenn ihr es euch leisten könnt. Und immer erst denken, dann Nadel senken, keine Firmenlogos auf den Arm tätowieren lassen, von denen man keine Ahnung hat, was sie bedeuten. Vor allem nehmt euch Zeit bei der Tätowierersuche. Das ist der Fehler, den die allermeisten machen. Ich auch mein allererstes Tattoo. War nicht ganz so geil, weil ich mich nicht gut genug auskannt habe, nicht gut genug recherchiert habe. Wer ist da geil, wer ist da nicht geil. Sucht's euch anständige Tätowierer. Das ist ein bisschen ein Aufwand, aber es lohnt sich, damit man nicht am Ende einen Haufen Kohle für eine Gurke bezahlt. In diesem Sinne bleibt mir nur bloß noch zu sagen, haltet die Ohren steif und Metal off.